Hallo, das ist Vatalio und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play The Inner World, der letzte Windmönch auf Schweizerdeutsch. Okay, wir machen weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar haben wir da irgendwie versucht, den Stein hier da ins Wasser zu bringen, dass wir irgendwie können die eine Hälfte vom Fluss wie verstopfen, dass wahrscheinlich da die Maschine mit dem mechanischen Arm, wo der Hut so abhebt und wieder auf den Kopf tut, dass das irgendwie schneller vorangetrieben wird. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das funktioniert. Und da ich ehrlich gesagt recht hilflos bin und auch letztes Mal eigentlich keinen grossen Weg habe gesehen, wie wir das machen, dann würde ich doch sagen, Rätselhilfe! Okay, was ist es denn? Ja, hier sind wir gewesen. Genau, okay. Siehst du etwas Passendes beim Stadttor? Okay, ja, der Stein. Der große Fels am Ufer hätte genau die richtige Größe, um den linken Flussarm zu blockieren. Genau. Robert ist schwach dafür. Laura kann so nicht. Sie bräuchte etwas mit Hebelwirkung. Das wäre eben da der Zacken, wo wir ja dort beschlucht haben gesehen. Irgendetwas Stabiles mit Hebelwirkung, ja. Ein Windbrunnen, ja, der Zacken dort. Eine Steinspitze, genau. Okay, Robert ist allerdings zu schwach, um sie mitzunehmen. Okay, vielleicht hat es ja die Laura. Gehen wir doch mal rauf zum Windbrunnen. Okay, bin gespannt, ob wir das einfach so ganz easy peasy können nehmen mit der Laura. Ob sie effektiv stärker ist als der Robert, wo wir haben ja letztes Mal, glaube also die letzten paar Mal sind wir eigentlich nur mehr oder weniger mit Robert unterwegs gewesen. Aber vielleicht ist ja die Laura stärker. By the way, ich weiß es nicht ganz recht, aber vielleicht haben sich die Farben jetzt hier bei Aufnahmen neu geändert, wo ich bei Switch habe eingestellt, dass das Farbspektrum volles RGB ist, also volles Spektrum von der Farbe. Vielleicht sieht man Unterschied, vielleicht auch nicht, I don't know. Okay. Steinspitze. Okay, Laura ist definitiv stärker. Dann gehen wir aber zum Stadttor. Genau, der Hut von dieser Statue, die da ja immer den Hut abnimmt und wieder zurücksetzt auf den Kopf, der sieht ja ähnlich aus wie da der Flüstertrichter, oder ich glaube Flüstertrichter hat es geheißen. Und der will ja da der Prediger, für dass er uns das Teile gibt, für dass wir den Basil wieder zum Laufen können bringen. Also, let's try. Steinspitze kombinieren mit dem Fels. Das müsste klappen. Nice. Okay. Oh. The hell? Willkommen in Alaspen. Willkommen in Alaspen. Willkommen in Alaspen, willkommen in Alaspen, willkommen in Alaspen. Okay. Was haben wir denn da noch? Memo-Muschel. Die irgendwie abspielen oder so? Memo-Muschel? Ich spreche da nur was drauf, wenn es absolut nötig ist. Okay, da kann man etwas wieder aufreden. Das wird es dann wieder... Eine Memo-Muschel. Man kann Sätze darauf aufnehmen. Okay, ja, man kann Sätze mit dem aufnehmen. Okay. Das ist echt noch gefährlich da, wenn er so die ganze Zeit hin und her schlägt da. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal zum Basilenfriedhof, wo ich glaube, der Trichterhut, oder respektive der Flüstertrichter, oder wie das Ding auch genau heisst, ich weiss es wirklich nicht mehr genau, ist irgendwo dahinter gefallen. Auch in die Richtung. Also kann ich mir gut vorstellen, dass wir den dahinter werden finden. Let's see. Oh, wieder mal ein schöner Moment von Ladebildschirmen mit dem Vatalio. Yay! Okay. Ist er irgendwie da raufgefallen? Er ist hier oben. Nice. Gut. Das sollte auch eigentlich als Flüstertrichter funktionieren. Gehen wir zurück zum Stadttor. Und wieder sind wir in einem schönen, ruhigen, stillen Ladebildschirm mit Vatalio. Ist das nicht herrlich? Wunderschön.
Nee, okay. So, dann sind wir jetzt hier und gehen zum Prediger und versuchen mal zu schauen, also wir schauen jetzt, ob der das als Flüstertrichter annimmt. Wenn nicht das so. Da. Könnt ihr damit die Leute zusammentrommeln? Das Ding ist ja vorne zu. Da kann ich nicht reinsprechen. Ich sehe ein, das haben wir irgendwie nicht zu Ende gedacht. Okay, vielleicht können wir das ja kombinieren mit der Memo-Muschel. Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Okay, dann brauchen wir dort innen irgendwie ein Loch. Aber how machen wir das Loch dort rein? Jetzt irgendwo irgendetwas gehabt, wo wir das könnten aufbrechen. Vielleicht. Das brauche ich ja wohl dringender. Okay, ich denke, vielleicht kann man dort mit der Hang, der vorher hinterher schlägt, das irgendwie aufbrechen. Scheint aber irgendwie nicht zu funktionieren. Kann der Hack das Ding aufbrechen? Probieren wir das mal aus. Irgendeine Idee, was wir damit anfangen sollen? Scheint nicht zu funktionieren. Dann gehen wir doch mal noch zurück zum Basilenfriedhof. Vielleicht hat es dort... ich glaube, wir werden eher noch oben fündig. Jetzt habe ich keine Ahnung warum, dass ich das Gefühl habe, aber es könnte doch sein, dass da oben irgendwo noch so ein Gegenstand ist, wo man es irgendwie dran schlagen oder so, dass es dann ein Loch drin gibt. Ich glaube, die Gegenstände, die wir bis jetzt haben, funktionieren nicht so. Oder wir fallen es einfach in den Abgrund, dann geht vielleicht ein Teil kaputt. Nein, ich will gerade nichts kaputt machen. Frag mich in ein paar Minuten nochmal. Okay, ich glaube nicht, dass sie dann ihre Meinung ändert. Rätselhilfe! Haha! Okay. Ja, das haben wir. Genau. Du müsstest die Spitze irgendwie absäbeln. Siehst du irgendwo etwas mit einer scharfen Klinge, womit du den Hut stutzen könntest? Eine scharfe Klinge? Das Einhorn, also das Pony da. Kommt vielleicht mit dem Horn? I don't know. Ich würde dir ja das hier geben, aber wenn du eh noch vorhast zu springen... Oh, okay. Laura, was soll das? Herzlos. Herzlos. Ich versuche doch nur an die Zukunft zu denken. Okay, irgendeine scharfe Spitze, aber der Hack kann es ja irgendwie nicht. Ich wechsle mal zum Hack. Ich mal das Inventar auf. Verwenden kann ich nicht mal machen, okay. In diesem Fall back to Laura, würde ich sagen. Und wir gehen mal ganz runter zum Basilenfriedhof. Vielleicht finden wir dort irgendetwas, wo wir das absäbeln können. Ich weiss ehrlich gesagt sonst auch nicht wie weiter. Und sonst müssen wir halt wieder auf unsere gute alte Rätselhilfe zugreifen. Vielleicht jetzt beim Basilenfriedhof. Es hat echt das Schnurtelefon hat's ja dort. Jetzt hier irgendetwas zum Absäbeln. Irgendetwas Spitziges, aber ich sehe hier auch nichts. Wir gehen zum Basilenfriedhof. Vielleicht finden wir da etwas. Ich hoffe es doch. Ja, was sonst? Bei Abgrund schießen kann man es nicht. Das Pony will auch nicht. Mit dem Horn irgendwie. Das wäre so ein bisschen, ja, das wäre meine einzige Idee gewesen. Let's have a look. Wenn wir irgendetwas hier finden. Absäbeln hat es geheissen. Vielleicht. Wenn wir es da in die Tür. Keine gute Idee. Nein.
Vielleicht beim Warnschild? Das ist ja relativ kantig. Ja. Nein. Okay. Ja, dann Rätselhilfe. Beim Windbrunnen gibt es etwas, das dir weiterhilft. Was denn? Das Windrad. Aber ich würde doch sagen, meine Ideen sind gar nicht so... sind gar nicht so bad gewesen. In diesem Fall geht es wieder zurück durch die zwei wunderschönen, leislichen, schwarzen Ladebildschirme durch, wo nicht viel passiert, außer dass ihr meiner Stimme zulässt und wir warten, bis wir ins nächste Gebiet wieder kommen. Ja, so. Auf zum Windbrunnen. Ich finde es ehrlich gesagt wirklich schade, weil ich glaube, im The Inner World 1 hat das noch ein bisschen besser geklappt. Da hat es glaube ich noch nicht so... Ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich auch, aber ich habe gemeint, derzeit die Ladebildschirme zwischen den Orten, wo man hin und her geswitcht ist, nicht so lang gegangen. Ich weiß es nicht recht. Okay, es sieht effektiv aus wie Säbeln. Ja, hätte ich auch nicht drauf kommen. Okay. Damit könnte ich das Windrad höchstens blockieren. Das bringt nichts. Es braucht natürlich mehr Luft. Und für das müssen wir da das Liedli spielen. Oder das Liedli spielen. Yes, sir. Okay, do the thing. Nice. Können wir hier eigentlich noch die Chili-Kiste auftun? Ich würde sagen, das probieren wir jetzt auch noch ganz schnell heute. Okay. Chili-Kiste. Funktioniert das? Das mache ich nicht. Okay, das macht er nicht. Dann gehen wir runter. Falsche Taste. So, wenn ich es dann wieder mal drin hat. Gehen wir zum Stadttor und geben jetzt dem Prediger die Flüsstatüte, worauf wir dann sollten, eigentlich das Basilenmodul bekommen. Falls er das uns nicht gibt, hat er uns verarscht. Aber ich gehe mal davon aus, das Game ist nicht ganz so gemein. Gespitzter Hut. Was steht genau? Nicht gespitzter. Gespitzt ist er definitiv nicht. Gestutzter Hut. Okay. Et voilà. Vielen Dank. Gerne. Und jetzt zeigt, was ihr drauf habt. Kommt alle zum Marktplatz, so hört die Wahrheit über die Basilen. Ich glaube, es kommt keiner. Entmutige ihn nicht gleich. Er hat doch recht. Ich habe getan, was ich konnte. Jetzt müsst ihr Emil besiegen. Danke. Ohne eure Vorarbeit wären wir gar nichts. Können wir jetzt gehen? Okay. In diesem Fall geht es jetzt darum, schon das Basilenmodul, glaube ich, schon einzubauen. I don't know. Ich muss schnell die Drehzuhilfe haben. Ja. Ich glaube es. Das Ding können wir jetzt schon anfangen einbauen. Und zwar auch müssen wir dann mit dem Hack das dort einsetzen. Das Basilaug haben wir ja auch noch. Ja, mal schauen, was näher passiert. Und dann müssen wir irgendwie noch die Oma, ich weiß gar nicht, wie sie heisst,
dazu überzeugen, dass sie vom Bingo zurückkommt. Und das wird passieren, indem wir das Pony irgendwie verhübschen. Dass es wieder eines der schönsten Ponys von Asposia ist. Wieder zurück zu dem gehört. Schauen wir doch mal, ob wir jetzt hier als Hack da das Modul einbauen können. Oh, okay. Aber... Mist, die Memo-Muschel ist zerstört. Ha, Jetzt hört der Basil nicht mehr auf Befehle. So aber... oder so bräuchte ich den Aktivierungssatz, damit er auf meine Stimme hört. Ein Zauberwort? Wie wär's mit Bitte? Ach, Flötennase, ich würde wirklich gerne in einer Welt leben, in der du König wärst. Wo sollen wir den Satz jetzt herbekommen? Mein Vater weiß ihn. Der hat diese Monsterviecher schließlich für Conroy konstruiert. Nur weil er dich schützen wollte. Ja, und deswegen sitzt er jetzt bei Emil im Knast. Und muss wahrscheinlich die nächste schreckliche Waffe konstruieren. Ich wünschte, ich könnte mit ihm reden. Mama Dola hat ja auch mit mir über die Ferne gesprochen. Vielleicht kann sie auch Kontakt mit anderen herstellen. Wie mit deinem Vater zum Beispiel. Robert, das ist genial. Wir müssen sie herholen, Okay. Danke. um den Basilen zu reparieren. Und den letzten Windmönch zu finden. Okay, was haben wir jetzt da? Kühlflüssigkeit. Können wir die irgendwie da in Flaschen füllen? Ich habe irgendwie das Gefühl, mit dieser Kühlflüssigkeit könnte man machen, dass das Pony wieder glänzt. Ich kann doch nicht fliegen. Nein, okay. Hack. Das ist eben der Tipp. Ich kann doch nicht fliegen. Okay, Memo-Muschel. Ich muss erst den Aktivierungssatz von meinem Vater herausfinden. Okay. Vielleicht kann Dola mir helfen. Können wir irgendwie die Kleeblätter drin tunken in die Kühlflüssigkeit, dass das Pony dann eben wieder glänzt? Nö. Rätselhilfe. Okay. Besorge dem Bingo-Pferdchen eine Silbermähne. Als Mähne... Ja, wir haben... okay. Basilenschweif. Kühlflüssigkeit reinhaben. Und das sollte dann schon, I guess, genau das sein, was es braucht. Ja, jetzt haben wir nämlich einen Silberschweif. Ja, das heisst sogar Silberschweif, okay. Und macht das Bingo-Pferdchen glücklich. Okay, sehr wahrscheinlich wird es glücklich, indem dass wir ihm einfach die Silbermähne geben. Chili weiss ehrlich gesagt noch gar nicht, für was dass wir die auch brauchen, aber die haben wir jetzt einmal mal. Ich würde sagen, gehen wir mal rauf zum Pony, wenn es noch kein Bingo-Pferdchen ist, also es zeigt mir auch mal das Pony an. Gebe ihm mal den Silberschweif und vielleicht reicht es schon, dass es dann glücklich ist. Und wenn es wirklich reicht, dann wird es dann Mama Dola, das ist aber gar nicht Oma, ich glaube Mama Dola, wird es die dann vom Bingo wegholen. Und ich hoffe jetzt mal, dass das funktionieren wird. Aber wie gesagt, für was hätten wir denn Chili? Die muss ja noch für irgendetwas da sein. Oder es ist echt ein Accessoire? I don't know. Finden wir es raus. So, dann haben wir hier den Silberschweif. Schau mal, das glänzt doch hervorragend. Dankeschön. Ich reiße es auseinander. Dann hast du etwas für deine Mähne und deinen Schweif. Dankeschön. Dankeschön. Oh. Danke, Leute. Cute. Wuhu! Ich werde den Bingo-Ball so hart treten, dass die Enkelkinder vom Ansager nach der Zahl benannt werden.
Die anderen Pferdchen werden sterben vor Neid. Sie werden geblendet sein von meiner Mähne. Sodass ihnen die Augen wegkugeln und die Haare ausfallen. Und dann bin ich das einzige Bingo-Pferd. Und die anderen sitzen hier und sehen richtig hässlich aus und dürfen nicht mitspielen. Okay. Wow. Ein Regenbogen. Sick. Wir haben ein Monster erschaffen. Yes. Ja, aber ein hübsches, funkelndes. Oh gosh. Okay, das hat... Das hat noch geändert jetzt. Zuerst vom richtig deprimierten Pony zum selbstverliebten Bingo-Pferdchen. Okay. Ah. Aber das heisst, jetzt eigentlich sollte Mama Dola fertig sein. Fertig. Fenster? Die Bingo-Party scheint vorbei zu sein. Nice, das sollte Mama Dola eigentlich unter beim Basilenfriedhof sein. Hoffentlich. Das heisst, wir können dann mit Lauras Bär kommunizieren. Vielleicht braucht sie für das Kommunizieren ja ein Chili. Who knows? Ich weiß zwar nicht, warum das jetzt das denke, aber vielleicht braucht sie irgendetwas Scharfes, damit ihre Kräfte funktionieren oder so. I don't know. Let's see. Ah, Kinder, ich habe schon auf euch gewartet. Ihr seid die Frau aus meiner Vision. Ich freue mich, dich hier wohlbehalten anzutreffen. Und wer ist deine Begleiterin? Ich bin Laura. Seid ihr ein Paar? Nope. Ah. What? Sollten wir nicht lieber erstmal Asposien retten? Okay, ich habe gemeint, wirst allein sterben. die Siegesbar, Ah, what? jetzt auf einmal. Wir suchen den letzten Windmönch. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Das Kloster ist hier ganz in der Nähe. Aber ich muss euch warnen, der Eingang ist kaputt. Alright. Oh nein, wieso das denn? Ich möchte ja nicht sagen, dass ich ihn kaputt gemacht habe, aber bei einem meiner Kräuterexperimente mit dem Fernsprecher gab es eine Verpuffung. Okay. Wie? Woher soll ich das wissen? Dieser Kräuterlikör hat mir jede Erinnerung geraubt. Oh Gott. Und wie kommen wir dann da rein? Kann ich die Tür vielleicht aufflöten? Tut mir leid, Junge, so funktioniert das hier nicht. Oh nein. Ja, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ai. Braucht ihr eigentlich den kaputten Basil auf der Klippe noch? Ich denke, wenn ich Emil beweisen könnte, dass die Viecher nicht echt sind, könnten wir so die Hinrichtung verhindern. Genau. Und wenn ich dann den Windmönch finde, ist Asposien wieder sicher. Fang jetzt nicht wieder damit an. Also, alte Frau, kann ich den Basilen haben? Natürlich, der liegt hier eh nur im Weg herum. Du kannst ja versuchen, ihn wieder zum Fliegen zu bringen. Na, das sind wir dran. Das Startmodul habe ich schon eingesetzt. Die Stabilisierer scheinen auch zu laufen. Mir fehlt nur der Satz für die Sprachaktivierung. Wenn ihr Hilfe braucht, dann sagt mir Bescheid. Das werde ich. Danke. Wir brauchen ja eigentlich gerade Instant Hilfe. Von dem her würde ich sagen, gehen wir als Laura mit ihr reden. Mama Dola. Hallo. Na, wie kann ich euch beiden helfen? Okay. Letzter Windmönch, Flötennasenverfolgung, Mama Dola, Basilenreparatur, okay. Tun wir mal aus. Letzter Windmönch. Wisst ihr, wo ich den letzten Windmönch finden kann? Natürlich. Ich habe die kleinen Mistkerle jahrhundertelang großgezogen. Es gibt ein Kloster. Tief in den Schippenbergen, hinter diesem fest verschlossenen Tor liegt es, versteckt vor der Außenwelt. Aber, und das ist wichtig, mein Junge, den Weg musst du ganz allein finden. Okay. Warum ich? Warum nicht? Okay, wir können Ich noch mal. finde den letzten Windmönch also in einem Kloster in den Schippenbergen.
Ganz genau. Aber die Tür ist mittlerweile etwas ramponiert. Die kriegen wir schon auf. Das ist die richtige Einstellung. Okay, Alle Flötennasenverfolgung. Flötennasen werden verfolgt. Die Leute hassen uns richtig. Wie konnte es nur so weit kommen? Alles Emils Schuld. Ach, mein Junge, die Leute hassen euch nicht. Die Leute haben nur gerne gemeinsame Feinde. Das ist wie ein gemeinsames Hobby. Wenn du anfängst, dich zu fragen, was mit dir selbst nicht stimmt, dann führt das zu echtem Hass. Ich glaube, es gibt kein Gefühl, bei dem es mehr um das eigene Herz geht. Ich hasse Emil. Dieser Emil-Typ scheint mir ein sehr wütender Mensch zu sein. Ja, traurige Geschichte. Mama Dola hat Diebs Zeug im Stall. Wir müssen die Verfolgung stoppen. Die einzige Möglichkeit ist, Emil aufzuhalten. Glaubt ihr, dann hört der Hass einfach auf? Ach, ihr kennt doch die Asposa. Lass ein paar Wurzelbier und ein paar Tage ins Land ziehen und die Sache landet vergessen in irgendeinem Geschichtsbuch, das am Ende doch keiner liest. Okay, so lange haben wir aber nicht Zeit. Mama Dola. Wart ihr die Erscheinung, die ich gesehen habe, nachdem ich entsteinert wurde? Wie habt ihr das gemacht? Oh, eine gute Zauberin verrät nie ihre Tricks. Sagen wir einfach, ich weiß, wie man mit Leuten redet, die weit weg sind. Oh, woher könnt ihr das? Ich weiß noch, dass ich bei einer verrückten alten Schachtel in die Leere ging. Danach ist alles eine verschwommene Wolke aus Kräutern, Lagerfeuern und Wurzelbeeren. Was? Klingt nach Spaß. Oh, den hatten wir. Okay. Ist es nicht ein wenig einsam hier in den Bergen? Och, ich bin oft in der Stadt und außerdem kann ich ja Ferngespräche führen. True. Dann Basilenreparatur. Die Basilen waren nie echt, oder? Um Gottes Willen, nein. Die Dynastie war echt und die Windmönche. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, von denen ihr nie erfahren werdet. Aber die Basilen sind so erfunden wie mein Alter. Das müssen wir Emil Was? beweisen. Wenn ich das Ding repariert kriege und zu ihm bringe, muss er uns glauben. Ein guter Plan. Ja, noch einmal. Der Basil wird Emil die Wahrheit beweisen. Ich hoffe nur, er hört dir dann auch zu. Keine Sorge, ich habe Methoden. Hervorragend. Hast du mal überlegt, bei mir in die Lehre zu gehen? Was hätte ich davon? Freibier. Ich denke drüber nach. Okay. Freibier für eine Lehre. Passt doch, okay. Ferngespräch. Ah, sag nicht unter das Telefon sozusagen ist ihr Fernsprecher, den sie irgendwie brauchen kann, um mit Leuten weit weg zu kommunizieren. Was bedeutet das? Du kannst Kontakt herstellen? Siehst du dieses schicke Dosentelefon da drüben? That's Ich it. brauche ein paar Sachen. Wenn du mir einen Glücksbringer, Heimer. was Brennbares und was Schnaps. Persönliches von deinem Vater bringst, dann kann ich eine Zertifikat. Verbindung zu ihm aufbauen. Stopf es einfach in die Dose. Okay. Das haben wir alles. Glücksbringer haben wir, Kleeblätter. Etwas Brennbares haben wir auch, etwas Persönliches. Ritual. Können wir loslegen? Solange noch Zutaten fehlen, kann das Ritual nicht begonnen werden. Also, Okay. wir brauchen definitiv noch was Brennbares. Ansonsten macht das keinen Spaß. Natürlich braucht man etwas Persönliches von deinem Vater. Okay. Ein Glücksbringer ist das Okay, war's okay. auch schon. Fernsprechzauberei ist kein Hexenwerk. Okay. In dem Fall kicken wir hier. Ja, der Schnaps mal rein. Etwas Brennbares. Ja. Dann das Zertifikat, etwas Persönliches. Das ist eben gleich ihr Vater, der, jetzt kann ich es nicht mehr rausnehmen, ich weiß nicht mehr, wie der heisst, aber den, den ich studiert habe. Und der Glücksbringer. So. Dann haben wir doch das Zeug eingesetzt.
Und ja, jetzt wartet ihr sicher alle darauf, dass wir da das anfangen, das Ritual. Aber die Folge ist hier eine gute Länge und ich würde sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Ja gut, und dann würde ich mich in diesem Moment bei euch verabschieden und sagen, merci vielmals fürs Zuschauen, habt Sorge und bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!